Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Es gibt noch andere Themen als Corona und heute seit Wochen lassen wir das Thema einmal links liegen oder zumindest fast. Herzlich willkommen zum ZT Talk. Heute reden wir über Musik. Und zwar machen wir das mit einem Gast, der ganz tief in der Musik drinnen ist. Er kommt aus Zofingen, sein Name ist aber mittlerweile in den Konzertsälen der ganzen Welt bekannt. Er hat viele Preise gewonnen, national und international. Er ist Schöpfer für Musik, für grosse Orchester, also Komponist und Professor für Theorie und Komposition an der Musikhochschule Luzern oder an der Hochschule für Künste in Bern. Heute ist er aus einer Videokonferenz direkt zu uns ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dieter Ammann. Freut mich auch. Guten Abend. Herr Ammann, ich habe es erwähnt, Sie sind aus einer Videokonferenz hierher gekommen. Also die Pandemie hat Ihr Leben, glaube ich, auch ein bisschen durcheinander geschüttelt. Absolut. Also einerseits ja, andererseits nein. Ich bin nämlich einer, der sowieso nach Möglichkeit immer daheim, gerne daheim ist. Wenn wir jetzt meine Frau fragen, würde sie vielleicht sogar sagen, du bist ein bisschen zu viel daheim. Aber von dem her hat es mich nur bedingt durchgeschüttelt, aber natürlich der Unterricht, also die Präsenz, der Präsenzunterricht ist ja an keiner Hochschule mehr möglich. Kanti Zofingen hat ja erst auch jetzt wieder angefangen. Und das heisst also, dass wir wirklich Videounterricht machen müssen, was für Instrumentalisten, wenn man einander vorspielen muss, vielleicht noch schwieriger ist, als wenn man Noten anschaut miteinander. Also die Leute, die heute komponieren, die schreiben ja meistens ihre Sachen am Computer. Da gibt es Notenprogramme, wo man wirklich das Notenbild erstellen kann. Und das kann man natürlich einander auch gut zuschicken im Vornherein. Und ich spüre jetzt in der Qualität des Unterrichts nicht so eine grosse Einbuße. Natürlich wäre es schön, wenn man sich direkt in die Augen schauen könnte. Aber ich unterrichte eigentlich nicht ungern online. Wie ist eigentlich Musik in Ihr Leben gekommen, Ramon? Das ist eine Frage, die ich einfach nicht bewusst beantworten kann, weil sie ist schon so früh im Leben war, dass ich einfach damit aufgewachsen bin. Also, im Gegensatz zu, wenn man lernen Velo fahren oder Skifahren, ist das etwas gewesen, wo von klein auf sind wir eigentlich in der Musik baden gewesen. Mein Vater war zwar Lehrer gewesen, aber er musste aufgrund vom Willen von seinem Vater hat er seine Fußstapfen vertreten und ist an der ETH und hat halt das Biologiestudium gemacht. Aber eigentlich hat er gerne Pianist werden. Was allerdings in den frühen 40er Jahren, da hat es geheißen, du lernst etwas rechts. Und er hat aber Stehgreifmusik gemacht, super nach Gehör nachgespielt. Er hat auch sein Studium verdient mit einer Tanzmusik in seiner Zeit. Sie waren nicht auf Rosenbetten gewesen. Und meine Brüder und ich, wir haben wirklich, glaube ich, eine schnelle Auffassungsgabe via Ohr, das kann man sagen. Da haben wir einmal zugelassen, was er spielt. Da sind wir das zweite Klavier gegumpelt, oder es ist eine Trompete rumgelegen, eine Melodika, ein Handörgeli, alles, was da tönt hat, haben wir ausprobiert. Und so sind wir eigentlich wirklich mit der Musik, selbst in der Pubertät, wo man sich gegen die Eltern auflehnt und wo ich durchaus mit meinem freisinnigen Vater etwas Kretz hatte, ist das aber, sobald wir zusammen Musik gemacht haben, ist das einfach alles wieder gut gewesen. Und Sie haben ja dann viel Jazz gespielt und Sie sind jemand, der einfach auf der Bühne stehen kann, einmal vielleicht zulassen oder nicht einmal und mitspielen, richtig. Und da gibt es eine Anekdote mit dem Udo Lindenberg. Erzählen Sie doch mal. Richtig. Ich war dort als Franz-Liszt-Stipendiar in Weimar. Weimar war Kulturhauptstadt Europas. Und bin dort mit dem Pressereferent, muss sagen, an der Champagnerbar gestanden. Und wir haben doch schon recht Becher gehabt. Und dann ist der Udo Lindenberg als Gast, der hat nämlich dort die Adolf-Hitler-Suite im Hotel Elefant neu eingerichtet. Also sie wollten sie als Udo Lindenberg-Suite
Leuten dann in Zukunft verkaufen, weil einfach niemand dort rein. Selbst der Thomas Mann mit seinem Besuch hat das nicht können, irgendwie umfärben, die historische Belastung von diesen Gebräulichkeiten. Jedenfalls hat der Lindenberg gespielt als Schlagzeuger. Er ist ursprünglich Schlagzeuger. Wenn Sie das Tatort-Signet kennen zum Beispiel, dann spielt er Schlagzeug drauf. Und der hat kein Keyboarder, also kein Tastenmann. Der ist nämlich hängen geblieben irgendwann. Und dann bin ich also die gestanden, sagt der Pressereferent, habe ich gesagt, die Musik sei schön, sie haben Coverversionen gespielt, alte Rocknummern, die sind so einfach, da könnt ihr jetzt mitspielen. Er hat gesagt, das glaube ich dir nie. Und dann, nach weiteren 2 Champagnergläsern, bin ich auf die Bühne gehumpelt und bin an Flügel gehockt. Und dann hat der Lindenberg noch schnell während dem Schlagzeugspiel schnell rübergeschaut, wenn er etwas gehört hat aus den Monitoren, hat mir zugenickt und dann habe ich dort also mitgespielt. Und nachher bin ich dazu und habe gesagt, so, guten Abend, mein Name ist und so, darf ich jetzt das in meiner Biografie verwenden? Und dann hat er eine schwarze Sonnenbrille angehabt, obwohl alles dunkel war, und den Hut, und sagt so, kannst du machen. So. Steht auf Wikipedia nämlich, dass sie mit Udo Lindenberg zusammen geschafft haben. Ja. Also es ist natürlich nicht ein Schaffen zusammen, es ist einfach eine Session. Ja, eine Session. Aber, wenn man ihren Lebenslauf liest, dann sieht man, dass sie mit 30 dann, eigentlich erst mit 30 sind, eben viel Musik oder immer Musik gemacht, aber mit 30 sind sie zum Komponieren gekommen. Ja. Wie ist das passiert? Also ich habe immer Musik machen, aber eigentlich habe ich das nie als Beruf rausgekommen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe mich für Germanistik interessiert, und dann hat mir aber ein Kollege aus Reiden hat gesagt, ich gehe Schulmusik studieren. Und als er mir gesagt hat, dass das nur vom Dienstag bis zum Donnerstag zu Abend geht, habe ich gesagt, dann melde ich mich. Mache ich die Aufnahmeprüfung an, und dann bin ich halt Schulmusik studieren. Das ist so ein Mittelweg. Einerseits Lehrer, andererseits hat es mit Musik zu tun. Und dann habe ich viele Bands gespielt und so. Und das Komponieren ist aber tatsächlich erst später dazugekommen. Und das war fast ein Zufall. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe schon gewusst mit 8, dass ich Komponist werde. Das war jetzt also bei mir überhaupt nicht so gewesen, sondern im Gegenteil. Ich habe gespielt, und dann irgendwann ist der Willy Müller-Brittnau, das war ein Kunstmaler, auf mich zugekommen und hat gesagt, er mache eine Ausstellung im Schützenhaus in Zofingen. Und er will gerne Musik von mir. Und dann habe ich gesagt, also Live-Musik kann ich nicht über Wochen machen vor Ort. Dann sagt er, komponiert doch etwas. Und dann habe ich so ein Streichorchesterstück geschrieben in Cis, das ist so Cis-Moll, das ist noch tonal. Und habe das dann in Ermangelung eines Streichorchesters bin ich auf Zuchwil zum ehemaligen Krokus-Bassist, zum Jürgen Nägeli. Das Studio gibt es noch. Damals Pinkton-Studio geheißen. Und habe gesagt, du Jürgen, hast du etwas, das tönt wie ein Streichorchester? Da haben wir das auf einem Keyboard eingespielt, Schicht für Schicht, Kontrabass, und dann Celli und Bratsch und so. Und haben dann die Aufnahme abgegeben, und die ist dann gelaufen während dieser Ausstellung im Schützenhaus Zofingen. Und dann ist der Sohn von Willy Müller Brittnau die Ausstellung anschauen, und der wiederum war Pianist vom Ensemble für Neue Musik Zürich. Das ist eines der dienstältesten neuen Musikensembles in der Schweiz eigentlich. Und der hat das gehört und hat gesagt, du, wer hat das? Von wem ist die Musik? Und so bin ich ja quasi wie die Jungfrau zum Kind, zum ersten. Das ist der Anfang. Und inzwischen spielt man sie in der ganz grossen Liga mit. Ihr Klavierkonzert Grand Toccata ist in Taiwan, in London, in den USA, in Deutschland aufgeführt worden mit grossem Erfolg. In London ein Konzert über 7000 Leute. Ja, und jetzt hat es in Luzern aufgeführt werden am Musikfestival, und ausgerechnet, das ist jetzt kommt nicht stand, ist das bitter für Sie? Ja, es ist natürlich, wenn man 3 Jahre arbeitet an etwas, sind es 3 Jahre Lebenszeit. Ich gehe jetzt auch langsam auf die 60 zu, oder nein, schnell. Also man kann langsam mal abschätzen, was man noch machen kann und was nicht. Und ich bin ein langsamer Komponist. So wäre eigentlich jede Aufführung etwas wahnsinnig Schönes. Vor allem, wenn man weiss jetzt mittlerweile, dass das Werk so gelungen ist und das Feedback gut ist. Es ist schon ein bisschen hart, aber natürlich, es ist generell hart, dass das Luzern Festival muss streichen, wie auch die Tonhalle Zürich auch ihre Mühe hat. Erstens nicht nur wegen der Musiker, die quasi zum Teil also existenziell bedroht sind, sondern auch, weil wir zum Beispiel auch das junge Förderprogramm von jungen Komponisten, die eingeladen werden in die Schweiz, die ich dann betreue mit dem Wolfgang Riem, ganz berühmter Komponist, zusammen. Das fällt also alles ins Wasser. Ich hoffe aber einfach, dass das Luzern Festival
quasi darauf zurückkommt vielleicht und nächstes Jahr im 21. Zum Beispiel, das wäre doch. Wir hören doch ganz kurz rein. Was steht am Anfang von so einer Komposition, die wir jetzt ein paar Tage gehört haben? Das ist eine gute Frage. Manchmal fängt schon das Problem an. Wie soll man anfangen? Währenddem, was man mit einem Pop-Song zum Beispiel sagen kann, okay, ich mache ein Intro, ich mache einmal irgendeine schöne Basslinie mit ein bisschen Schlagzeug, ist natürlich in der zeitgenössischen Musik schon ein Anfang, muss irgendwo eine Welt auftun, die man jetzt nicht schon x-mal gehört hat. Aber oftmals setze ich meine Musik mit einem Impuls in die Welt. Also quasi zum Beispiel ein Barab, irgendein explosionsartiger, kurzer Klang, vielleicht mit einem auskomponierten Echo oder einem Nachklang, wo man dann wie anknüpfen klanglich. Also oftmals kommt meine Musik so auf die Welt und nicht Talniente aus dem Nichts. Kommt der Impuls auch vom Auftraggeber, dass er sagt, ich stelle mir das und das vor? Nein. Oder er sagt einfach, Herr Amando, ich Klavierkonzert. Ja, also das ist sogar etwas vom Wichtigsten, finde ich, warum ich zeitgenössische Musik komponieren. Weil wenn ich Geld verdienen mit Musik, würde ich andere Musik machen. Das ist klar. Wenn ich mehr Spass haben am Spielen, dann würde ich, glaube auch nicht zeitgenössische Musik machen, weil es klingt nicht nur manchmal schräg, sondern es ist auch wahnsinnig schwer, sowohl zum Schreiben wie zum Spielen. Nein, sondern eben genau die Freiheit, die man überkommt als Künstler. Dass jemand sagt, wir haben 70 Musiker, Top-Musiker, wir stellen die ihnen zur Verfügung, dass sie ihre Klangvorstellungen können wirklich adäquat umgesetzt haben. Manchmal wird nicht einmal, nein, eigentlich praktisch immer wird nicht einmal die Dauer von einem Stück fixiert. Also natürlich kann ich nicht ein 5-Minuten-Stück abgeben, wenn man sagt, machen Sie ein Gigakonzert, dann muss es ab 20 aufwärts sein. Aber diese Freiheit ist etwas vom Wenigen heutzutage, wo noch nicht von einem, sagen wir mal, quantifizierbaren Effizienzgedanken durchdrungen ist. Ja. Und wie komponieren Sie? Also stehen Sie dann morgen auf und nehmen das Kaffee und fangen mal an zu komponieren? Ich nehme das Kaffee nehme ich aber meistens etwa am 2. Mittag. Das ist etwas, ich bin ein totaler Nachtmensch. Und wenn ich jetzt nicht an die Hochschule, dann würde ich, glaube ich, jeden Tag eher um die Mittagszeit aufstehen. Aber es gibt natürlich dann die Schultage, man kann ja nicht. Es gibt keine Hochschule, die nur zur Nacht funktioniert. Aber arbeiten tue ich effektiv, wenn ich dran bin, gehe ich um 3, 4 Uhr rauf und dann mache ich mal, bis es zur Nacht geht. Dann schaue ich die Tagesschau immer. Und dann, wenn ich noch mag, je näher als der Termin kommt, desto mehr habe ich Druck. Dann gehe ich vielleicht um 9 Uhr wieder rauf und mache bis um 2, 3 Uhr morgen. Aber brauchen Sie diesen Druck oder sind Sie ein regelmäßiger? Es gibt ja die auch Romanautoren, die wirklich schön jeden Tag eine Seite, 2 und das schön verteilen können. Andere brauchen, wie sie offenbar Druck. Ja, ich wäre froh, wenn ich das könnte. Wenn ich könnte quasi wirklich sagen, ich arbeite künstlerisch, aber ein bisschen zu Bürozeiten. Nein, ich bin auch sehr bequem. Ich bin nicht nur langsam und pedantisch, sondern ich bin auch noch faul dazu. Und das heisst, also manchmal muss mich meine Frau wirklich aufprügeln und sagen, hey, jetzt Kopfdeli, gang dran. Und wenn ich aber dann einmal dran bin, dann kann es eben locker 10 Stunden werden oder so, 12, wo ich einfach involviert bin in meine Klangwelt.
Gibt es denn irgendwo her, wo die Inspiration besonders kommt? Oder einfach oder der, wenn man quasi dran ist? So ist es, wie Sie es jetzt gesagt haben. Bei mir, es ist nicht so, dass ich wieder der Dichter im Bett vom Spitzweg, der da sitzt, in seinem Stöbli, in seinem Kämmerli und quasi dann irgendwann die grosse Erleuchtung hat, sondern ich muss mich zwingen, dran zu gehen. Und dann fängt es an kombinieren und weiterspinnen. Also und Sie so. können den Begriff Flow, dass man in einen schönen Fluss hineinkommt vom Produzieren. Ja, also wobei der Flow heisst bei mir vielleicht ein Takt am Tag. Das würden andere Komponisten, die schneller sind, sagen, das wäre bei mir jetzt ein Krisenmodus. Also von dem her habe ich irgendwie 2 Jahre Krisenmodus, wenn ich schreibe. Jetzt, Sie haben ja das Orchester, das sind ja 60 Leute ungefähr, das sind Sie ja nicht zur Hand. Also Sie können ja nicht schnell reinhören, wie das würde tönen. Hören Sie das in Ihrem Kopf? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist tatsächlich so. Dass, ein Orchester ist wahnsinnig teuer. Es sind hochspezialisierte, ausgebildete Spezialisten. Die kann man nicht daheim mit der Küche haben, zum Ausprobieren. Der Haydn hat das können, darum ist er auch so lange zu Esterhazy geblieben. Der hat das Orchester vor Ort gehabt. Aber bei mir ist es so, ich arbeite auch nicht mit Computer. Die meisten Leute haben mittlerweile einfach so Computerprogramme, wo sie sich tatsächlich können so ein bisschen abspielen lassen, was sie geschrieben haben. Und dann können sie anfangen modifizieren und korrigieren. Sondern ich habe wirklich meine Bleistift und Gummi und Sie haben jetzt das gerade im Hintergrund, genau. Dann läuft wirklich alles eigentlich als innere Klangvorstellung ab. Ich kann ja auch nicht 70 Instrumente spielen, sondern das lernt man im Studium, wie die Instrumente funktionieren. Aber wie man sie nachher zusammensetzt und wer welche Funktion hat und ob der eine rhythmisch spielt und der eine flächig und so weiter, das ist halt schon, das ist eine gewisse, man muss sagen, Begabung. Gibt es denn Überraschungen für Sie, wenn Sie denn das erste hören? Das erste Mal irgendein ist dann das Ganze? Ja, also in der ersten Probe bin ich immer am nervösesten. Und zwar nicht etwa das ist nicht die erste Probe für das Orchester, sondern wenn ich dazukomme. Der Komponist kommt immer erst ein bisschen später dazu. Und dort bin ich schon nervös, wie es klingt. Und man merkt auch, ob das Stück gut gekommen ist. Also ich spüre in den letzten paar Jahren immer, wenn ich etwas hatte, dass das Orchester sehr positiv reagiert, wenn man reinkommt. Das ist also nicht immer so und nicht zu jeder Zeit so gewesen. Und dort bin ich wirklich nervös. Und dort habe ich manchmal bei gewissen Stellen denke, Jesus, das klingt ja besser, als ich gedacht habe. Aber das Umgekehrte gibt es auch. Dass ich gerade bei sehr überkomponierten Stellen, also wo ich fast eine Schicht zu viel drauf habe, dass es dann fast wie kippt. Oder? Dass man aber dann nennen Sie es nicht, dann greifen Sie nicht nochmal. Es ist nie so schlimm in dem Sinn, dass ich sage, ich kann eine eklatante Verbesserung erreichen, indem ich es noch einmal aufnehme. Nein, das mache ich nicht. Jetzt gibt es ja Leute, die dann sagen, das ist schwer zu verstehen. Und Leute, die sagen, das ist so ein bisschen elitär. Was sagen Sie denen? Das ist ein Vorwurf, den man im Prinzip sogar könnte, bei einer Art-Rock-Nummer, die 10 Minuten geht, bin ich jetzt sicher, die meisten Leute hören nicht, was harmonisch abgeht und wo es einen Taktwechsel gibt und warum das Bridge nur einmal kommt und der Refrain 3-mal, wenn sie einen Bachfuge hören, geht niemand hören, jetzt bringt das Thema und jetzt bringt das Thema aber umgekehrt gegen runter und jetzt vergrößert er es und jetzt verkleinert er es. Und bei der zeitgenössischen Musik, wo ja eigentlich vielleicht eher ein bisschen mit abstrakter Malerei zu vergleichen ist. Also man hat nicht erkennbare Melodien oder sondern es sind Sachen, die eher sich auf einer abstrakten Ebene äußern. Also ich würde sagen, kinetisch, zum Beispiel mit Verdichtungen, mit Ausdünnungen, mit jetzt geht es auf und unten geht es runter, der Tonraum wird immer weiter, jetzt fängt es an, gleich pulsieren. Also man könnte das ganz elementar hören, eigentlich, die zeitgenössische Musik. So vielleicht wie man ein Gewitter, da fragt sich ja auch niemand, das sind elektrostatische Entladungen von den Luftschichten und darum gibt es Blitz und so, sondern man nimmt das einfach elementar wahr und das wäre eigentlich das Schönste. Aber man muss sich natürlich auf Unbekanntes einlassen, weil wenn man permanent vergleicht mit dem, was man will oder gerne hört, dann wird es schwierig, dann lässt man also man geht da mit einer Erwartungshaltung und verbaut sich sozusagen mit dem den Zugang. Das ist eine super Zusammenfassung. Man sagt über Ihre Musik, sie ist dicht und energiegeladen. Ist das
Trifft es das? Das trifft es. Das kann man sagen. Ich habe übrigens auch schon in Bands lieber, sagen wir mal, harte, schnelle Nummern gespielt als Balladen. Obwohl ich das auch schätze. Gerade wenn man verliebt war, ist eine Ballade etwas Schönes zum Hören. Aber ich bin schon eher der, wo gerne pulsierende, energetische Musik hat. Und in der komponierten Musik ist es ähnlich. Wobei es gibt bei mir auch Phasen, wo die Energie quasi wie gegenteilig erzeugt wird. Also durch Aussparen, durch zum Beispiel durch ein Vakuum, das man erzeugt. Und was passiert jetzt? Gar nichts mehr. Da kann man wieder quasi das neue Feld, das man sich erschließt, wieder wie neu bespielen. Also es gibt auch die sogenannten negativen Höhepunkte. Aber meistens ist es schon sehr. Sie sind wieder jetzt gerade an einem neuen Werk, an einem Bratschkonzert, richtig? Ich sollte. Ja. Also der erste Einstieg haben Sie schon geschrieben? Ist noch nicht da. Ich habe ganz viele Sachen mir aufgeschrieben, verbal, wie ich anfangen könnte. Ich habe Sachen aufs Handy gesungen, geredet, aber ich weiss echt noch nicht, ob etwas von diesen Ideen für einen Anfang taugt. Am 23. August ist ein Doc-Film geplant im Schweizer Fernsehen. Der wäre parallel geplant zum Klavierkonzert in Luzern. Jetzt fällt das Klavierkonzert auf. Der Doc-Film kommt aber trotzdem. Der kommt. Der ist entstanden im letzten Jahr. Und zwar wirklich über... Nein, wir haben sogar noch bis in dieses Jahr hineingedreht, natürlich. Also über x Drehtage. Das war ganz spannend, wenn ich mit dem Regisseur Daniel von Arburg und seiner Crew eigentlich so fast zusammengewachsen bin. Und dann tut man sich natürlich auch mehr auf. Also es ist dann nicht so, dass man mich nur vor Publikum das als Komponist erlebt, sondern die sind auf Zofingen filmen. Es gibt also sehr unterschiedliche Zustände. Auch eine Bandprobe kommt vor. Sogar eine, wo ich ausraste. Gut, da sagen jetzt meine Bandmitglieder, das ist nicht ein Zufall, das machst du eigentlich regelmäßig. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das so wirken kann, wenn man es von außen anschaut. Dann gibt es auch Szenen auf dem Heiter. Das ist wirklich ein wunderbares Kompendium geworden über einen längeren Zeitabschnitt. Herr Ammann, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich bin gespannt auf den Doc-Film am 23. Der ist gesichert, dass man den schauen kann. Danke vielmals. Ist reserviert. Danke für den Besuch. Dankeschön. Nächste Woche sind wir mit einem anderen Thema für Sie da. Es geht um Resilienz. Bei mir ist der Resilienzcoach Martin Brasser. Er wird uns erzählen, was man darunter versteht und wie man seine eigene Resilienz stärken kann. Ich hoffe, mit denen machen Sie es gut. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.